Der Nullsichtkanal hat sich die Fragen um Rassismus zu Lützeburg gestellt. Dafür waren den Noah und Tammy die Leute auf der Straße froh, weil sie die Problematik hier im Land gesehen. Also schon Rassismus an verbaler Form bei Kollegen erlebt, die dumm umgemacht goffen auf der Straße und beleidigt goffen, wenn sie ihre Haut warf. Ja, schon ziemlich oft an enger Form. So kleine Kommentare wie seht, ja du als wie soll ich das sagen? Schon schwarz sind, ne? Wie dass ich eine Firmenausbildung mache, gebe ich oft so kleine Kommentare, so Patienten mich gesehen oder einfach Leute so, und sagen, oh, was du Botsra? Ich habe mich gesehen, okay, das war so schnell, so eine Firmenschülerin. Gucken sie sich so, ah ja, du, genre, du warst kapabel, das zu machen, oder ja, du. Und noch so verschiedene Kommentare, wie Leute dann so gehen, no, das schwarz oder so. Das all da durch kleine Kommentare. Oder. Bisolo war aber just verbal, gebe ich so hin. Und das noch nie dazu kommt, dass etwas Physisches geschieht ist. Das Schlimmste oder das Traumatische, was ich bisolo erlebt habe, gebe ich so, war an der Primärschule, wo meine Sachen an die Toilette gegangen sind. Und das war definitiv mit einem rassistischen Motiv verbunden. Un élève dans ma classe qui a vécu ce genre d'expérience, je crois que c'était en 4e année, le prof lui a sorti que s'il était plus clair de peau, il aurait pu aller au classique. Mir so kleine Beispiele sind, ich weiß nicht, wenn du oben in der Stadt rundherum trippelst und dich einfach in alle Mann gesagt und der sieht, dass du an der Land so strikt und ich meine, da tun viel Schwarzer schon higher erlebt, einfach generell auf der ganzen Welt. Das ist immer gut, etwas zu machen und sich ein bisschen zu wehren, weil wenn ich mich ändert, sich sowieso nicht, das heißt, muss etwas gemacht gehen. Oui. Je trouve que c'est une bonne initiative, vu les propos qu'il y a. C'est pas que en ce moment, mais avec la pandémie, ça s'arrange pas. Aber überhaupt mal fängt Stimmen zu gehen, für zu weisen, dass wir da sind und dass das ein reales Problem ist, wo wirklich schon immer da ist. Und lo, um das Zeit 2021 noch immer ein Problem ist, dass Leute auf die Straße müssen gehen und dagegen kämpfen müssen. Das ist schon krass zu sehen, dass sie schon das Zeit noch dagegen kämpfen. Je trouve que c'est une bonne initiative pour montrer aux gens aussi qui sont de couleur, de peau, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont du soutien et que c'est pas normal. Ich gebe definitiv so, dass hilfreich für Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es definitiv heutzutage noch immer Rassismus gibt in unserer Gesellschaft und dass in den jungen Generationen einfach weisen soll, dass man mit so Sachen aufpassen muss. Même s'il y en a qu'avec le temps, ils sont habitués, c'est pas normal qu'ils soient habitués à ce genre de remarques. Für mich Mikroaggressionen sind, wenn ich an die Schule gehe und Leute packen einfach so mein Haar und mich zu freuen. Für mich sind da zum Beispiel auch schon immer kleine Witze oder Umwirkungen, die gemacht können gehen, auch wenn sie vielleicht nicht immer direkt base gemeint sind, kann da eine Person aber Dave treffen und der Wenst soll noch dummer abhalten. Mais c'est vrai que là, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de remarques par rapport aux Asiatiques, comme quoi le virus venait des Chinois, que c'était de leur faute. Donc dès qu'on voyait quelqu'un d'asiatique dans la rue, il y avait des remarques bêtes qui sortaient des gens et non, c'est pas normal. Lass schon auch viel von Rassismus gegen asiatische Leute durch den Coronavirus hören. Und Rassismus ist nicht nur gegen Schwarzleute, das gegen alle Nationalitäten, weil es gibt immer viele Dealer, die nicht so treffen. So Klischeen einfach so absetzen und dann Leute nur noch so, ja, ich meine den Gag oder hol das nicht base ab, als für mich schon direkt so eine direkt eine Aggression für mich schon, ja. Rassismus allgemein ist gegen eine Gruppe, wo par rapport zu einer größeren Gruppe einfach kleiner ist. Und ich gebe so, dass Rassismus gegen generell einfach Ausländer schon immer stark war. Und wie du gesagt hast mit der Pandemie, ist das einfach immer mehr groß gehen oder tut sich einfach immer mehr manifestiert. Nee, muss noch schaffen. Ganz viel nach. Ich weiß nicht, Eltern, man kann, muss noch, für mich, was ich gesehen muss noch ein bisschen schaffen, ein bisschen mehr. Also wir sind auf einem guten Weg, wir werden immer Leute gehen, die rassistische Gedanken haben. Und da werden sie können nie den Rassismus ganz ausschließen, was doch ein bisschen traurig ist. Aber wir sind aber auf einem guten Weg. Am Kader von unserer Beschäftigung mit Rassismus sind wir auf das Projekt Breaking the Silence gestoßen. Lies hat mit Andi Schamo, Gründer von dem Projekt, und mit Serui Lopez geschwatzt, der selber Opfer vom Rassismus war und ist.
Vielleicht ging man einfach mal aufhängen, dass allen zwei kurz vorstellt, wie sie da so machen oder so. Ich bin den Zeroy Lopez. Ich bin Agent interessiert bei Rockets. Ich bin schon 28 Jahre. Ich studiere nach bis Sommer auf der Uni LU Erzählungswissenschaften. Und dann werde ich dann wie ganz viele Lützebäuerinnen als Enseignant an einer Schule arbeiten. Okay. Nebenbei hast du aber dann noch ein anderes interessantes Projekt, erzähl mal ein bisschen davon. Ja, das ist ein Breaking the Silence Projekt, wo am Anfang Ziel war, meine sozialen Medien als Plattform zu holen, wo Leute können, die wollen und die Courage haben, hier Experienzen teilen, wo sie Diskriminierung am Lützebäuer Schulsystem erlebt haben. Voilà, viele Leute haben es anonym gemacht, viele Leute sagten aber okay, ich partagiere mein Foto und ich will voilà, eben das mit meinem Namen teilen. Und voilà, den Projekt ist aber gekoppelt und eben noch Bachelorarbeit, die sich dann ein bisschen wie wissenschaftliche Art und Weise mit Diskriminierung am Schulsystem auseinandersetzt. Wie war das? Wie war das für dich auch für an dem Projekt dann teilzuholen, für du zu suchen, was von dir geschieht? Ja, am Ende hat mir ein Kerl geschrieben, ich sollte auf einem anderen Interview gehen, für über Rassismus zu schwätzen. Das war direkt nur dem schlimmen Event von George Floyd. Das ist du schon auch mitgemacht. Und du konnte schon meine Meinung so, und ich meine, egal, müssen wir Breaking the Silence sein, kann auch am normalen Fall sein. Ich meine, wir sollen einfach in Position und dann bei den Sachen, weil was ich für du wegguckt, da sind wir vielleicht noch mehr am schlechten, auf der schlechten Seite, weil du musst einfach das können, muss nicht komplett immer aktiv sein gegen das, aber Empathie und zur Situation, das wäre schon mal nicht schlecht. Und nicht immer ganz Zeit, muss nicht immer aktiv sein, aber wenn ihr wollt, soll ihr nicht machen, wenn ihr nicht wollt, aber Empathie, also man das Minimum, was ich kann machen. Für dann so ein bisschen noch beim Projekt zu bleiben, wie können ihr dann wohl so gefroht als weißer Mann, wie können ihr nicht so selbst zu starten? Ich meine, dass wir müssen nicht am Jahr 2020 oder 2021 sehen, dass wir schon ein bisschen lang bekannt, dass Rassismus oder Diskriminierung ein Problem in unserer Gesellschaft ist. Muss ich schon ziemlich stark an Türen zumachen, wenn ich will einen verklickern, dass ich das noch nicht mitkriege. Und schon eben an meinem eigenen Parcours, wo ich schon an der Schule war, und eben noch, wo ich Stagen auf der Uni hatte oder Sätze, war ganz viel Aussagen und Aktionen mitkriege, wo mich einfach voilà, ein bisschen nachdenken gebracht habe, wo ich mir gedacht habe, okay, wie kann es sein, dass das so stattfindet? Das sind da vielleicht, oder es wird gerne so gesagt, dass das Einzelfälle sind in Schulen oder Klassen, aber die fühlen sich ja dann aber an einer Position, wo sie das können, ohne Konsequenzen so ausleben. Und dann habe ich mir eben gedacht, okay, dann müsste ein Projekt, wo du eben ein bisschen das beliebst, weil eben oft an den Schulen ja, das noch so tabuisiert wird. Ich war nicht so gefangen, dass 2001, damals in Meierich. Und damals waren wir vielleicht 5 Schwarzer am ganzen Lycée. Und ich hatte ein bisschen Gefühl, dass ich ein bisschen anders wie die anderen, weil die anderen waren all weiß, natürlich. Aber ich schon am Fußball auch Demos viel erlebt, wo ich mir jung war. Da sind da zum Beispiel gespannt, ich hatte Freistoß geschossen, dass ein Unexpress auf der Bar kommt von dem Spieler. Ich würde ihn direkt davon angehen vom Goalkeeper. Mit dem famösen Wort auf Englisch. Ne? Das war Unexpress geschieht mir. Bon. Das ist eine Situation, die nur mich später dann, wie gesagt, dass ich mein Event habe. Und da hatte ich ein Event organisiert an einem Restaurant. Und da war der Patron gekommen, den Tag selber vom Event. Und ich wollte ihn in den Mäuer so in meine Hand gehen, wo ich keine Hand von ihm. Okay. Für was? Ich habe schon nur erzählt, dass ihn eben schwarze Leute nicht so an seinem Herz gern hält. Das heißt, das war aus sich die Situation, wo ich erfahren und noch klein so Witzer über Schwarzer, wo dann auch ein bisschen Realität auch wirkt. Wir sind zwar so, wir sind
Wann dann derselchte Nummer die nächste Witz erzählt, ich mein, da so ein paar de Verité dran. Von den ganzen Zeiten Witz mischt, wann den Schwarz so was immer ist. Ich mein, da so ein, von den ganzen Zeit mischt, das schmengen du hast ein bisschen etwas, was falsch ist bei dem. Wie gesieht ihr dann aus so Rassismus, also Startups, was einfach an der Mentalität von den Leuten dran ist, also das, oder muss ich nur für persönlich irgendwie? Ich denke, dass ich muss unterscheiden zwischen Leuten, die bewusst der Meinung sind, dass hier irgendeine Hautfarbe, was hier dann weiß ist, oder hier irgendein Geschlecht, männlich, oder hier irgendeine sexuelle Orientierung, heterosexuell, die richtig ist und die überlegen ist und das alles anders, weil er eigentlich innerlegen ist. Die Leute, die so bewusst denken, weil er da manchmal also relativ schwer, die an einer offenen Diskussion zum Gegenteil zu bewegen. Und dann nur den auch noch Leute, die, und ich meine, dass das die Majorität ist, die unbewusst diskriminierend handeln. Die Sachen so, wo sie sich nicht bewusst sind, dass sie verletzend sind, dass sie Ungleichheiten verstärken. Und da ist dann wirklich eine Sache von Bewusstsein, und nur Bewusstsein kann ich schaffen. Da muss ich dann eben just möglichst konstruktiv machen. Verschiedene Kirchen nun dann mehr Kanner von den Immigranten, Eltern, da kriegt ihr eins zu hören, dass in den anderen Kant gesagt wird an der Schule, wie weit bist du schwarz, wie weit bist du knastig, wie weit bist du hier sind für ernst. Ich meine, bei den Kannern ist das so naiv und unbewusst. Mit den Dingen, es fängt schon daheim an. Und ich meine, wenn ihn als Mama oder Papa seinem kleinen Kind sieht, ab 6 Jahren, wo der mentalen Gehirn von dem Kind schon ein bisschen mehr developiert ist, wenn ihn das anfängt zu sagen, so Leute von Dingen Farbe, die sind schlecht, die sind nicht gut, dann können noch groß damit. Und da bleibt dann eine Indikation dann am Kopf dran. Wenn ihr zum Beispiel Filme guckt am Kino, die Baselight sind immer oder waren immer die Schwarz, Russen, die vom Balkan, die sind immer auf die Rolle kommen vom Besen. Die klauen, die Deal machen, die Drogen haben. Das waren immer die Indianer, waren dann die Weiß. Aber wenn du mal da groß geht, über Tele, über was auch immer, Reportage, Dokumentären, dann ist es normal, dass du nur am Kopf bei verschiedenen Leuten da doch so an der Wirklichkeit das für sie. Für mich ist das den EW, den anderen ist einfach mehr noch keine Form also Mindset zu wechseln, die verschiedene Sachen. Das ist einfach an unserer Gesetzgebung verankert, dass es Diskriminierung ist verboten. So, und das heißt, dass es auch an der Schule verboten ist. Das heißt, wenn ein Kind diskriminierend aussehen möchte, weil es nicht besser weiß oder so daheim gelernt hat, dann ist es am Auftrag von der Schule als Institution, auch von der Lehrperson als Individuum, das abzuschaffen. Und das meine ich geschieht nicht. Das heißt, die Kinder, die vielleicht von daheim aus rassistisch oder frauenfeindlich oder andere diskriminierende Anstellungen haben, kriegen ganz oft in der Schule nicht mal die Opportunität, irgendwie eine andere Perspektive zu sehen oder das irgendwie anders können abzuschaffen. Und dann ist es eine ganz einfache Reproduktion von immer den solchen Stereotypen und dann ist es schwer, dagegen zu gehen. Wenn wir so konkret von Lützeburg schwatzen, ist das heute ein großes Thema, ist Lützeburg viel betroffen von Rassismus? Wie sehen da Erfahrungen vielleicht daraus? Heute Lützeburg ist das man zu spüren für mich, heutzutage. Das war nicht der Fall 10 Jahre für 20 Jahre für heutzutage. Es ist also interessant, dass man zu spüren, wenn das normal aktiv. Vielleicht nicht den direkten Rassismus, wo ihr seht, wo ihr nicht vernennt, aber vielleicht strukturellen Rassismus an der Schule, bei der Arbeit, bei einem Appartement kaufen oder ein Haus kaufen, wie engagende das zum Beispiel. Ich darf nicht an dem Eck schwarz Leute tun zum Beispiel. Das ist auch ein anderer Typ von Rassismus, die geht doch. Und du hast noch viel zu machen. Ich soll ihn bei sich aufhängen. Ob sie dir kehren und dann drehen auf die anderen. Das ist für mich ein Hauptproblem zu Lützeburg. Weil wir sind eben noch in einem Land, wo wir sind im Komfort. Und du hast einfach für mich noch das Problem ab Lützeburg. Der strukturelle Rassismus ist vielleicht mehr präsent wie der direkte. Was ich persönlich kann konstatieren kann, dass es immens viel
interessant Gespräche hat mat Leute, die vielleicht auch nicht mit allem unbedingt immer einverstanden waren oder direkt angesehen haben, für was das problematisch war, mir dann eben Diskussion hat dann dazu geführt, dass ich gemerkt habe, Leute setzen sich dummer das an. Und das ist ja am Anfang schon mal ein positiver Aspekt. Ich muss aber zeitgleich auch erwähnen, weil das nicht unwesentlich ist, dass es ganz viele Leute hat, die ja, für diplomatisch auszudrücken relativ stark auch persönlich gegen mich gegangen sind. Das heißt, die einfach gesagt haben, dass wir nicht wahr oder dass wir nicht schlimm oder was weiß ich. Und wo ich dann auch merkt, und auch für Leute, die an der Education und so schaffen, das heißt, wo ich dann auch merkt, da sind aber auch Leute, die mit einem gewissen Mindset die an der Education schaffen. Und voilà, das heißt, für Bilanz zu ziehen und zu sagen, das Projekt war in dem Sinn, hat das und das gebracht, fand ich, kann ich keinen Ausdruck treffen. Die viele Leute, die sagen, das geht nicht, das ist präsent in ihrem Land, ich will das nicht. Wenn du nicht schwarz bist oder wenn du nie diskriminiert gouf, das kannst du nicht sagen, das geht nicht. Es sind Leute, die gofen diskriminiert, es sind Leute, die gofen vernannt. Und du sollst ja nicht betroffen sein, du sollst vielleicht Empathie und verstehen, dass verschiedene Leute das erleben tun, und werden leider nicht erleben. Das heißt, zu sagen, ich bin nicht betroffen, das wirklich für mich als Facilität. Wir sollen einfach sagen, das geht vielleicht nicht für mich, das geht für andere Leute. Für allem ist es nicht die Deutungshoheit von dem, der nicht diskriminiert wird, den das darf sagen, dass es das geht oder nicht. Wenn ich nicht diskriminiert gehe, ich kann ja nicht eine Menge Erfahrung von, dass alles super clever ist, sagen, dass das für jede regelt. Und ich fand eben auch, dass die Betroffenheit, es betrifft das schon alle gut. Das heißt, wenn ihn diskriminiert wird, das ist eine direkt betroffene Person und all die anderen Leute sind indirekt betroffen. Das heißt, solange wir aber das an eine Kategorie setzen und sagen, das betrifft mich nicht, das justifiiert doch für uns, dass wir da können so machen und nicht müssen handeln oder nicht müssen Stellung oder eine Position dazu beziehen. Und das fand ich ein bisschen falsch. Wenn wir aber auf ein Mindset, wie es früher noch angeschaut ist, kommen, wo wir sagen, ich bin indirekt betroffen und ich will nicht Teil sein von einer Gesellschaft, einem System, einer Klasse, einer Gruppe, einer Equipe, egal, wo das hier Platz hat, da kommen wir auch in eine Richtung, wo löserlos Progress könnt, wo Diskriminierung eben keinen Platz mehr hat und wo die Kultur sich wechselt auf eine Situation, wo wir versuchen, Unterschiede wahrzunehmen, weil die sind da, aber es respektieren, zu akzeptieren und damit zu leben. Vielleicht soll den gehen vielleicht entgegenkommen, damit die Leute kommunizieren. Zum Beispiel, wenn ihnen zum Beispiel ein Jahr gesagt wird, vernannt wird mit einer Diskrimination, vielleicht macht den Effort, ihn gegen den anderen zum Beispiel, nicht gegen den anderen, aber mit dem anderen zu schwatzen, zu kommunizieren über das Problem, wie war denn so aus? Oder selber zu versichern, mit einem anderen, ich finde so, ich habe ein Problem, wie war tun ich die Leute nicht gern, wie war tun ich die a priori, wie war seine Art, seine Religion, was auch immer. Ich meine, da am echten Dingen sollen sich selber gucken. Wenn ich gucke, zum Beispiel, ich hatte für ein paar Monate eine Reportage geguckt über den Ku Klux Klan in Amerika. Da haben sie gewiesen, die Leute, die am Gruppe drauf waren und die rausgekommen sind. Und die rausgekommen sind, das waren Leute, eben, die selber einen Effort gemacht für ihren eigenen Mindset zu wechseln. Und das ist ganz interessant, die Leute nur zu hören, weil sie waren auf einer Seite Amerikaner, wo sie komplett anders denken. Und ich meine, das ist für sie möglich. Und sie einen Effort machen. Wo ich gemerkt habe, dass ich selber den ja von für sich behaupten, die sich da mal setzt, auch noch viel nicht wusste und auch noch alltag beilehre. Und ich meine, dass das ein wichtiger Punkt ist, von das Leute als Schlussfolgerung haben, dass sie alltag beilehren und alltag ein bisschen besser machen wie den Tag für drun, dann haben wir schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich meine, das war ein schönes Schlusswort. Das sind die schönes Merci an Sie für den flotten Interview. Ja, Adi.